gönnen wir uns jetzt noch das Video vom Elia. Der SVP-Politiker ist integrierte Lehrlinge. Oha! Zuerst vorn hinweg. Ich und Politik. Ich befasse mich an sich gar nicht mit Politik. Ich kenne auch die Namen nicht von der Bundesrat oder sonst irgendetwas. Also ich kenne mal SVP, CVP und so, aber die SP und aber Grüne, aber wirklich befassen tue ich mich nicht. Man sollte das, also obwohl ich es nicht mache, wir sollten das machen, weil das ist wichtig. Ich bin halt mehr der, wo halt so Leute, die ich kenne, wo ich auch Vertrauen habe, die sich mit dem beschäftigen, mich von denen informieren lassen, wie was ist und dann auch noch, aber gleich meine eigene Meinung machen und anhand von dem dann gehen abstimmen. Aber mich durch da voll beschäftigen, Tagesschau schauen oder lesen machen, ist nicht so mein Ding. Das einfach von hinweg. Darum ist es natürlich sehr gut, eben, wenn man so Leute hat wie der Elia, die so Videos machen, die auch mit Politik zu haben, wo man dann, eben dann wiederum sich reinzieht und schon so trockenes Zeugs wie in der Nachricht oder so. Mehrere SVP-Politiker haben letzte Woche klein von sich zu reden gemacht. Zuerst postet der SVP-Nationalrat Andreas Glarner auf Facebook ein Bild, wo er Lehrabgänger von Aldi basht, weil sie ihre Lehre erfolgreich abgeschossen haben, aber nicht schweizerisch genug heissen. Anschliessend gibt es vom Parteikollegen Roger Köppel. Schauen wir schnell die Liste nochmal an. Okay, Gott, das sind jetzt nur die Vornehmen, nicht die Nachnehmen. Aber heftig, der ist sie weg, weil es nicht schweizerisch genug tönen. Lehrabgänger von Aldi basht, weil sie ihre Lehre erfolgreich abgeschossen haben, aber nicht schweizerisch genug heissen. Anschliessend gibt es vom Parteikollegen Roger Köppel aufs Dach und der Navin Hofstetter schaltet sich auch wieder ein. Das ist übrigens der. Ja, dann sehe ich wirklich, auch wenn ich nicht zuvor in den Spiegel schaue, schwarz für unser Land. Das wird ganz wild heute. Hallo zusammen, ich bin der Elia und schön seid ihr Vorneweg ganz wichtig, das Video ist kein Bashen von SVP generell. Es geht wirklich nur um die Politiker, die auch in diesem Video vorkommen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Der SVP-Politiker Andreas Glarner, das ist übrigens der lieber in seinem Heimatdorf Häuser abreißen, als Asylsuchende zu geben. Hier stand vor 3 Jahren noch ein Zweifamilienhaus, unvermietet. Er ließ es kurzerhand abreißen. Das hat er schon mehrfach hier im Dorf angeordnet und er würde es jederzeit wieder machen, sagt er mir. Grüne Wiese statt Flüchtlingsheim. Genau, also hier haben wir erworben, haben Bauernhaus und Scheune abgerissen. Warum das Ganze? Wir hatten Befürchtung, dass der Kanton uns Asylbewerber aufs Auge drücken will. Haben wir gesagt, besser abreißen und auf sicher gehen. Okay. Was für ein... Lieber Geld ausgeben, um Wohnungen abreißen, anstatt Asylbewerber das Dach über dem Kopf geben. Wahrscheinlich wird es noch andere Aspekte geben, wegen Kosten, oh, die machen eh alles kaputt. Ja, wenn sie eh alles kaputt machen, ist doch egal, dann Krise ist halt nachher ab. Also das ist schon... Oh. Da ist noch eins, da ist Geld. Da ist sicher Geld im Vordergrund bei dieser Entscheidung von ihm. Oder? Das. Wir liebst ein anderes Wort? Nein, aber nehmen wir jetzt nicht. Ich habe mit einem Facebook-Post auf sich aufmerksam gemacht, der aber ein bisschen gegen hinten raus ist. Und zwar in dieser Liste von Lehrabgängern beim Aldi, wohlgemerkt mit Vor- und Nachnamen, postet und dazu Folgendes geschrieben. Die Namen der Lehrabgänger bei Aldi in Perlen. Pünktli, Pünktli, Pünktli. Was will der jetzt damit sagen? Möchte er den Lehrabgänger einfach nur gratulieren? Ist er hässig, weil er selber nicht auf dieser Liste ist? Oder will er echt selber mal wieder in Aldi einkaufen und das Personal kennenlernen? Man weiß es nicht. Nur mal als kurzer Einschub, die Namen auf seinem Post sind nicht zensiert gewesen, das habe einfach ich gemacht. Unter dieser Zensur finden sich nämlich nicht typische Schweizer Nachnamen, wie zum Beispiel Mustafa, Hassan, Schala, Durante oder Pagano. Obwohl, jetzt gibt die letzte einfach italienisch sein, meiner Meinung nach. Aber hey, ich ja, voll. bin kein Experte. Wenn man jetzt also den Post vom Nationalrat Glarner versucht einzuordnen, der Andreas Glarner, 57, regt sich darüber auf, dass Lernende mit ausländischem Namen ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen haben. Nein, das kann ja nicht sein. Er regt sich darüber auf, dass die Lehrstellen nicht von mehr Schweizer sind abgeschlossen worden. Nee, das kann ja auch nicht sein. Wisst ihr was? Er regt sich einfach über etwas auf. Das ist also das, was Politiker gerne machen. Der Beitrag von ihm hat viele Reaktionen ausgelöst. Ja, er hat 3400 Reaktionen auf Facebook. Wie zum Beispiel: herzliche Gratulation zum bestandenen Lehrabschluss. Und das haben ja noch viele Personen geschrieben. Oder auch so Sachen wie: Glarner, du bist so ein unverbesserlicher Vollpfosten. Oder du bist als Kind sicher gemobbt worden. Oder auch Leute, die Also, also über Mobbing weiss ich, das ist scheiße, aber der Spruch, ach, ja, wirklich, habe ich wirklich das Gefühl, der
Das ist so einer, der hat seine Schulzeit nicht gut gehabt und jetzt hat er eine Machtposition und missbraucht die auf selten dämlichste Art und Weise. Zustimmen, die schreiben, dass der Aldi einfach alles beschäftigt oder wenn eine Initiative für die Eidgenossenpflicht lanciert wird. Okay. Leute, die sogar den Bezug zum Rassismus sehen. Und Leute, die einfach absolut rasiert wurden. Kaum integrieren sie sich und machen eine Ausbildung, ist das auch wieder nicht gut. Herr Glarner, kann man es ihnen irgendwie recht machen? Die richtige Entscheidung ist eine frühzeitige Ausschaffung, um eine solche Überfremdung zu verhindern. Voilà. Nein, mein Lieber, die richtige Entscheidung wäre eher gewesen, wenn Herr und Frau damals verhütet hätten. Wer aber auch kommentiert hat, ist der SVP-Parteikollege und ebenfalls Nationalrat, der Roger Köppel. Den kennt man vielleicht aus Aussagen wie: Die SVP ist nicht gegen den Klimaschutz, was immer das ist. Ich habe hier hochgeschaut und mich überzeugt, wir haben ja ein grünes Logo. Und er schreibt, relativ untypisch für ihn: Integration über Lehrstellen und Arbeit ist genau der richtige Weg, viel besser als die Direkteinwanderung in den Sozialstaat. Oha, der SVP-Politiker Roger Köppel plötzlich so nett und links. Also, was ist denn los? Aber da meldet sich wieder der Navin Hofstetter und er schreibt: Hier geht es nicht um Integration, sondern vielmehr darum zu sehen, wie viele Ausländerinnen und Ausländer uns die ungebremste Zuwanderung schon gebracht hat. Integration ist letztendlich eine Frage der Menge. Ach, Herr Hofstetter. So ein Müll. Drüber reden. Also, ich interpretiere seine Aussagen so: Laut dieser Logik wäre es ja besser, lieber 100 Menschen mit Migrationshintergrund zu nehmen, die keine Lehrstelle und keine Ausbildung haben, anstatt 500, die einen Lehrabschluss haben. Das ist nur ein Beispiel und nicht meine Meinung. Aber ich weiss nicht, ob ich das richtig verstehe. Wisst ihr was? Wir fragen ihn doch einfach jetzt selber. Grüße, Herr Hofstetter. Oh, geil. Merci vielmals, nehmt ihr euch Zeit für das Interview. Okay, das feiere ich. Das wird tatsächlich zu einem Bitte lasst es wirklich ein Interview sein und nicht etwas, das er zusammengeschnitten hat. Bitte. Aber ich glaube auch nicht, dass er es macht. Er ist schon einer, der das wirklich so ein Interview macht. Ja, Ich würde schon einfach gleich anfangen mit der ersten Frage, wenn es euch recht ist. danke. Ihr habt ja den Kommentar geschrieben, Genau. das habe ich gelesen und dann habe ich mich gefragt, dass nach eurer Aussage wäre es besser, 100 Menschen mit Migrationshintergrund reinzulassen, die keine Ausbildung machen, also keine Lehre, als 500, die eine Lehre machen und sich durch das ja auch integrieren und auf eigenen finanziellen Beinen stehen. Nein, das war auch gar nicht die Aussage von dem Ganzen. Also, das spricht ja nichts dagegen. Wenn jetzt ein Ausländer oder jemand, der hierher kommt oder der einen Migrationshintergrund hat, eine Lehre zu machen. Aber das war ja gar nicht das Thema von diesem Post. Wir wollten mit dem Post einfach zeigen, damit dass wir doch schon gewisse Gebiete haben und Regionen haben oder eine Branche haben, wo ja sogar der Schweizer in eine Minderheit geraten. Und das zeigt ja eigentlich das aus. Was war denn euer Gefühl, wo ihr die Namensliste beim Herrn Glarner oder sogar selber in all die Zeitung, was war da euer erstes Gefühl, wo ihr das gelesen habt? Auch genau das. Es ist schon verrückt, es ist wahnsinnig. Oder? Man sieht es halt anhand von den Namen sehr wahrscheinlich alles entweder Einbürgerte sind oder alles Ausländer sind. Nichts dagegen, dass der Aldi denen eine Chance gibt, um eine Lehre zu absolvieren. Nichts gegen das. Man sieht einfach, dass wir bereits in eine Minderheit geraten. Und wir haben in diesem Land ja einen Minderheitenschutz. Und dann müssen wir ja den schon bald einmal abschaffen. Oder man müsste sich überlegen, muss man nicht bald die Schweizer, die in eine Minderheit geraten, muss man nicht die beschützen? Aber wenn ihr jetzt, wenn wir So ein hoher Müll verflucht, ey. Na, weißt du, das... jetzt den Aldi als Beispiel nehmen, wo man auswählen muss zwischen 2 Lehrlingen für einen Lehrposten. Man hat hier einen Schweizer und vielleicht auch einen Schweizer mit Migrationshintergrund und dann stellt sich heraus, der mit Migrationshintergrund hat vielleicht die besseren Voraussetzungen. Würdet ihr nicht auch dem die Chance geben? Mal auf jeden Fall, ja. Also, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dann gerade jetzt in diesem Job, ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es keine Schweizer mehr gibt, die diesen Job auch gerne ausführen würden. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, ob jetzt ein Schweizer oder ein Ausländer den Job ausführen kann, sondern wer ist am geeignetsten für das? Da haben wir genau die gleiche Diskussion, die gleiche Dings wie Mann und Frau. Es soll doch die Person, der Mensch, den Job kriegen, der am besten für das geeignet ist. Und wenn du jetzt sagst, ja, wir haben hier einen Schweizer, mit Migrationshintergrund, einen Einbürgerten, dann sagst du einfach, ja, aber ich gebe lieber dem die Chance als dem. Oder sagst du, oh nein, der ist zwar nicht so gut, der eine ist besser als der reine
Schweizer. Aber dann suchen wir lieber einen reinen Schweizer. Lieber nehmen wir keinen und nehmen erst in 2 Jahren irgendeinen, jemanden, der ein reiner Schweizer ist. Ist das die Aussage, oder was? So lange suchen, bis wir jemanden gefunden haben, der besser ist, der einfach wirklich Schweizer ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keinen einzigen Schweizer gibt in diesem Alter, oder ja, zwischen 14 besser und ist, oder was? 16, wo man sich für eine Berufswahl muss entscheiden muss. Kann man nicht vorstellen, dass es auch in dieser Region keinen einzigen Schweizer mehr gibt, der das gerne machen möchte. Meines Wissens nach habt doch dir auch mal eine Lehre gemacht als Elektroinstallateur, ist das richtig? Ja, genau, ja. Ja. Wie hättet ihr euch gefühlt, wenn ihr da auf einer Liste wäret gekommen und dann hat es der Andreas Glarner abfotografiert und kritisiert zum Beispiel euren Vornamen, Navin, dass der jetzt da steht und nicht ein anderer, eher typischer Schweizer Name. Wie hättet ihr euch da vielleicht gefühlt? Vielleicht wäre man im ersten Moment schon ein bisschen stutzig gewesen, als, ja, wenn dann der Name dort drin ist. Aber der Name hat ja nicht in erster Linie den Glarner verbreitet, sondern es war in der Zeitung gewesen. Und ich glaube, früher war das schon gar nicht so gang und gäbe gewesen, dass man dann da ganze Namenslisten veröffentlichen. So, was schnurrt der für ein Scheissdreck? Entschuldigung, aber geben dem Grind an. Oh. Also, ich habe ja die Lehre auf der Bank gemacht. Und das war im 98. Also, dort habe ich sie angefangen. 3 Jahre später dann abgeschlossen. Und bei uns sind die Namen auch in der Zeitung gestanden. Und von denen davor, in den jensten Jahren. Auch, dann, auch vom ganzen Schule aus her, haben Betriebe, kleine Betriebe vielleicht weniger, aber grössere Betriebe wie Banken oder ist eigentlich scheißegal, einfach grössere Firmen machen das so seit und je. Dann sie die Namen rein. Manche, bei uns ist es sogar so, dass du ist sogar so gesehen, auch jetzt noch so, dass man sogar ein Foto von allen Lehrlingen und Praktikanten in die Zeitung kommen mit den Namen. Und das ist noch geben dem Grind. Wenn man die Lehre absolviert hat, die Diskussion um die Namen ist herbeigeführt von den Gegnern vom Glarner. Also, es geht ja nicht um einzelne Namen. Es geht darum, ums Gesamtbild. Und im Moment ist in diesem Land, habe ich das Gefühl, dreht sich alles nur noch um die Integration, um das Thema Rassismus, sind alles Sachen, die ich bald nicht mehr hören kann. Okay, man merkt, der Navin Hofstetter ist ein geübter Politiker, der an seiner Meinung festhält. Was hat man anders gedacht? Der Andreas Glarner selber sagt gegenüber dem Blick, dass es nicht rassistisch gemeint war, was er gepostet hat, und auch nicht gegen die Lehrlinge, sondern dass er nach eigenen Aussagen auf die regelrechte Überfremdung von Schweiz aufmerksam machen. Aber was meinst du dazu? Denkst du, wir haben eine Überfremdung in der Schweiz? Oder siehst du sogar einen rassistischen Zusammenhang? Also ich glaube ja, dass der Herr Glarner einfach selber eine Lehre beim Aldi machen und leider nicht ist zugekommen. Das gibt's halt. Natürlich auch, das ist ja klar. Merci auch an Navin Hofstetter. Nein, okay, das reicht. Merci mal an euch, Herr Hofstetter, für eure Zeit und an euch in den Kommentaren. Weiter bleibt sachlich und nicht beleidigen oder so. Lasst doch ein gratis Abo auf diesem Kanal da, wenn ihr mehr Videos wollt sehen von dem, wo in der Schweiz abgeht. Ich bin der Elia, merci mal und tschüss zusammen. Danke dir, Elia, für das Video. Ja, ach du Scheiße. Klar, es geht an sich nur um etwas. Es ist etwas Simples mit den Namen. Der andere hat einfach. Ich glaube nicht, dass man das früher so gemacht hat. Jetzt wird das aufgebauscht. Hey, mein Gott. Ja, also. Nein. Ich verstehe, wie sie es vielleicht meinen. Ja, das ist das, was mir in der Politik so etwas von auf den Sack geht. Aus dem Grund mag ich mich in gewissen Sachen mit dem gar nicht beschäftigen. Da kriege ich einfach nur scheiß Kopfschmerzen. Das Ganze von wegen du bist Schweizer, du bist Ausländer, wir sind alles doch Menschen. Wir sind doch alles Menschen. Es gibt doch den schönen Spruch, man soll andere nur so behandeln, wie man auch selber will behandelt werden. Jeder nach dem würde leben. Und wenn jeder, das ist auch das, was ich schon mal gesagt habe, was ich bewundere, sind Leute, die selbstlos sind, die etwas machen und nichts davon erwartet werden. Das ist eine Eigenschaft, die ich bewundere. Das ist auch das, was ich selber möchte leben und auch schauen, dass ich das wirklich so mache. Und wenn man das wirklich jeder würde so machen, ist doch scheißegal, wo man kommt, was für eine Hautfarbe man hat oder was auch immer. Es sollte jedem um den Mensch gehen und nicht um irgendetwas anderes. Wenn es eine Lehrstelle ist, dann kriegt der die Lehrstelle, wo der Arbeitgeber will einstellen. Ob jetzt das der Peter ist
oder ob das jetzt der Mustafa ist, egal wer das es ist. Es soll der kriegen, wo es nicht. Vielleicht ist der andere ein bisschen gescheiter. Dafür passt er halt vom Mensch, vom Charakter her nicht zu dort rein. In der Lehre geht es nicht nur darum, wer kann wie was gut machen. Auch mit dem Job nicht, da geht es auch noch darum, wer passt von der Person her, vom Sein her, vom Mensch her dort in das Team rein. Hast du erwähnt, hat jetzt der oder andere da, der Navi, wie der heisst, auch nicht erwähnt. Er hat einfach nur gesagt, irgendwo in der Schweiz gibt es irgendeinen, der besser geeignet wäre als der. Ja, aber der wohnt vielleicht 500 Milliarden Kilometer entfernt und will das gar nicht machen. Oder wenn er es will machen, ist es ihm zu weit. Wie man so schön sagt, es gibt immer irgendwo jemanden, der besser ist als einer selber. Lassen wir das so rege ich mich da nur noch auf. Dann hören auf an jemanden nach Religion, nach dem Äußeren oder so einer Herkunft beurteilen. Beurteilen jemanden nach seinen Aussagen, nach seinen Taten selber. Weil ein Schweizer kann ein Arsch sein, ein Schweizer kann ein super genialer Mensch sein. Genau so auch wie irgendeiner aus irgendeinem anderen Ort dieser Welt. Ganz einfach. Weil jeder Mensch ist individuell und kann ein lieber Mensch sein oder ein Arschloch sein.